Was für ein traumhaft schöner Tag für einen Ausflug in unsere schöne Alpen-Adria-Region. Grüß Gott und herzlich willkommen zu Servus, Srećno, Ciao. Wir sind hier am Prato della Valle in Padua, dem größten Platz Italiens und einem der größten und schönsten in ganz Europa. Rund um uns herum insgesamt 78 Statuen von berühmten Persönlichkeiten und man erzählt sich, dass die des Nächtens von ihrem Sockel heruntersteigen, um miteinander ein bisschen zu ratschen. Wir sind aber heute hier in Padua, um Ihnen eine ganz besondere Schule vorzustellen. In einer kleinen Seitengasse in Padua befindet sich das Collegio Vescovile Barbarigo. Es ist eine Villa aus dem 17. Jahrhundert. Viele bekannte Persönlichkeiten, Diplomaten, Unternehmer, Politiker haben hier in der privaten katholischen Schule ihren Abschluss gemacht. Ihren Namen hat sie von Gregorio Barbarigo. Er war Bischof von Padua und wurde später sogar heilig gesprochen. Die Schule wird seit ihrer Gründung immer von einem Geistlichen geleitet und sie versucht nicht nur Wissen, sondern vor allem Werte zu vermitteln. Wir versuchen die Tradition dieser christlichen Erziehung weiterzuführen. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Jeder einzelne Schüler ist uns wichtig und wir haben auch eine gute Beziehung zu den Familien. Zuerst kommt der Schüler, dann erst das Wissen, das ist das Motto der Schule. Das hat Alexander, der erst vor kurzem von Österreich nach Italien gezogen ist, geholfen, sich hier gut einzuleben. Für mich ist das Wichtigste das Schüler-Lehrer-Verhältnis. Wenn ich zum Beispiel ein Problem hätte oder so, das Gute ist, man kann mit den Lehrern reden oder mit den Schülern. Es wird kein Problem oder Mobbing in der Schule. Das Beste ist halt, ich habe ein Problem in Mathe oder in einem anderen Fächer. Ich kann ganz einfach zu einer anderen Person gehen. Hey, ich habe ein Problem in Mathe, kannst du mir helfen? Etwa 400 Schüler besuchen die verschiedenen Schulzweige, die das Barbarigo anbietet. Vom humanistischen Gymnasium, Schwerpunkt Musik, Medien, Handelsschule bis hin zum Priesterseminar. Die Lehrer legen auch besonderen Wert darauf, dass sich die Schüler in ganz Europa zu Hause fühlen. Es gibt zahlreiche Austauschprogramme mit Schulen in aller Welt. Und es gibt ja auch ein einzigartiges neues Unterrichtsfach: christliche Kunst. Hier lernen die Schüler durch Kunst, Religion besser zu verstehen. Durch die Auseinandersetzung mit Kunstwerken der verschiedensten Epochen lernen sie viel über unsere christlichen Traditionen und sie nutzen auch ihr eigenes göttliches Talent. Die Schüler sind nämlich auch selbst künstlerisch tätig. Diesen besonderen Bucheinband für das Evangelium haben sie nach Vorbildern aus dem Mittelalter gefertigt. Er ist ein Geschenk für den Papst. Das Collegio Vescovile Barbarigo. Heuer feiert es sein 100-jähriges Jubiläum. Von dieser ganz besonderen italienischen Schule geht es jetzt weiter in die slowenische Universitätsstadt Marburg. Marburg ist die zweitälteste Stadt in Slowenien und außerdem auch die Hauptstadt der slowenischen Steiermark. Sie hat viele Besonderheiten zu bieten. Eine davon ist die älteste Rebe der Welt. Als Stadt an der Drau unter der Marburg wurde Maribor schon im 13. Jahrhundert erwähnt. Und die Reste der Wehrtürme und Stadtmauer kann man noch heute am Flussufer, dem Lend, besichtigen. Hier findet der Besucher auch das Haus der ältesten Rebe der Welt. Der Wein ist ein beliebtes Protokollargeschenk unseres Nachbarstaates. Mit knapp 120.000 Einwohnern entwickelt sich die zweitgrößte Stadt des Landes zusehends zum Publikumsmagnet. Es gibt viele Gründe, nach Maribor zu kommen. Die weltberühmten Veranstaltungen, die Geschichte und sehr wichtig, der gute Wein und die kulinarischen Genüsse, vor allem aber wegen der freundlichen Menschen. Eines der Herzstücke der Altstadt ist die im 15. Jahrhundert von Kaiser Friedrich III. Erbaute Stadtburg, die heute als Museum dient. Am heutigen Schlossplatz, Grajski Trg, früher Florianiplatz, steht auch das berühmte Café Astoria. Ein Blickfang ist die imposante Franziskanerkirche mit Kloster. Natürlich sollte die Domkirche am Slomšek-Platz bei einer Besichtigung der Stadt nicht fehlen. Bischof Anton Martin Slomšek hat vor genau 150 Jahren den Bischofssitz aus St. André nach Maribor verlegt und mit dem gegründeten Priesterseminar wurde Maribor auch zur Universitätsstadt.
Natürlich ist ein Fixpunkt jeder Besichtigung der Hauptplatz mit der berühmten Pestsäule und dem spätgotischen Rathaus. Maribor hat den Besuchern wirklich viel zu bieten. Wir organisieren Stadtführungen in allen EU-Sprachen. Die meisten Gäste kommen aus dem deutschsprachigen Raum und es herrscht eine immer größere Nachfrage nach organisierten Stadtbesichtigungen. Um die heutige Hauptstadt der slowenischen Steiermark, Maribor, wirklich kennenzulernen, wird ein Besuch sicher nicht reichen. Damit geht unsere heutige Reise durch den Alpen-Adria-Raum zu Ende. Ich darf mich hier aus Padua von Ihnen verabschieden. Schön, dass Sie wieder gemeinsam mit uns unterwegs waren. Nächsten Samstag begleitet Sie wieder Kollege Arnulf Brasch. Bis dahin also eine schöne Zeit. Wir sagen Servus, Srećno, ciao.